Bilan 24. Wir machen wieder einmal ein Wahlgespräch. Heute zu Gast ist Carmelia Meissen, die einzig wählbare Frau, wenn es um die Regierungsposten geht. Ja, herzlich willkommen, Carmelia. Bist schon voll im Wahlstress, Wahlkampfstress, also nur noch unterwegs momentan? Nicht im Stress, aber tatsächlich sehr viel unterwegs im ganzen Kanton. Also jetzt ist natürlich die intensive Zeit vom Wahlkampf. Jetzt zählt es, oder? Genau, jeder Tag und jede Stimme und jede Begegnung zählt. Mhm. Ist es dir auch ein bisschen das Ziel gewesen, an jedem Ort vom Kanton zu sein? Also hast du wirklich so deine Route geplant, dass jedes Dorf oder zumindest die Region einmal alle besuchst? Ja, das ist schon so, dass man immer so einen Wahlkampf schauen tut, dass man in jeder Region präsent ist und so ein bisschen die Anlässe, Veranstaltungen planen und auswählen tut. Genau. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ihr sind vielfach zu dritten auf diesen Plakaten von der Mitte. Also halt du als Neue und die zwei Gaduf und Parolini als bisherige. Habt ihr immer schon, also ist das immer schon so gewesen, dass ihr nicht so exzessiven Wahlkampf betreibend mit überall in jedem Dorf 100 Plakate aufhängen, wie jetzt zum Beispiel ein Roman Hug oder ein Martin Bühler das machen? Es ist noch nicht Wahltag und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Wahlunterlagen noch nicht gekriegt. Also muss jetzt dann vielleicht in 2-3 Wochen durch den Kanton reisen. Noch, ja. Genau, dann sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus. Wir sind auch der Meinung, dass zu früh zu viele Plakate keinen Sinn machen. Die Leute haben etwa mal dann irgendwann auch genug davon. Also es ist wichtiger, Plakate im richtigen Zeitpunkt draussen zu haben. Finde ich spannende Dinge, ja. Also dann haben wir schon auch noch im Sinn zum mehr machen, aber halt wirklich auch ein bisschen eher fokussiert auf, Genau, das ist auf noch den richtigen Zeitpunkt. Das ist noch am Ausrollen. Genau. Du hast sicher jetzt schon recht viele Begegnungen gehabt. Wie wird das wahrgenommen, dass sich auch endlich mal wieder eine Frau aufstellen lässt für den Wahlkampf? Also da habe ich nur oder ausschließlich positive Rückmeldungen. Sehr viele Frauen, die sagen, das kann es nicht sein, und zwar parteiübergreifend, von links bis weit bürgerlich rechts innen. Und aber auch, das möchte ich betonen, sehr viele Männer, die auch sagen, eine Regierung, das muss ein gemischtes Gremium sein, es braucht beide Geschlechter, die dort drinnen vertreten sind. So als Gleichgewicht auch ein bisschen. Ja. Nicht als Gleichgewicht, meine, das weiss man ja auch aus Untersuchungen in der Wirtschaftswelt, dass gemischte Führungsgremien die besseren Entscheidungen treffen tun, weil sie ausgewogener sind, weil, wenn beide Geschlechter drin sind, mehr Aspekte in der Diskussion und in der Entscheidfindung berücksichtigt werden. Findest du das auch ein bisschen eine verpasste Chance jetzt von den anderen Parteien, dass sie nicht irgendwie auch noch auf eine weibliche Kandidatin gesetzt haben? Was genau die Strategie war von den anderen Parteien, kann ich so nicht beurteilen, aber ich denke, da haben sie eine Chance verpasst. Wie ist das bei dir gekommen? Du bist ja Gemeindepräsidentin von Ilanz. Wann ist die Entscheidung gekommen, dass du auch willst, auf die kantonale Ebene wechseln? Ist das schon länger in deinem Hinterkopf? Nein, das ist nicht länger in meinem Hinterkopf. Ich bin immer wieder darauf angesprochen worden, ob das für mich eine Option wäre. Und natürlich, dann setzt man sich mit dem Gedanken auseinander. Aber jetzt ganz konkret ist das erst im letzten Sommer, Herbst, wo dann die Partei angefangen hat, das Nominationsverfahren aufzugleisen.
Wie ist das, wenn man so in der Öffentlichkeit steht? Also als Präsidentin habe ich das Gefühl, das ist noch, es geht noch so, die Leute kennen einen wahrscheinlich ein bisschen, aber jetzt so mit dem ganzen Wahlkampf und auch nachher als Regierungsrätin, dann ist man ja irgendwie rund um die Uhr Regierungsrätin, oder? Dann ist das Privatleben nicht mehr so, oder? Ja, das ist natürlich in einem gewissen Ausmaß, habe ich das jetzt als Gemeindepräsidentin von doch einigermaßen einer grossen Gemeinde und von der grössten Gemeinde in der Surselva, habe ich das natürlich jetzt auch schon. Und als Gemeindepräsidentin bin ich auch 7 Tage, 24 Stunden. Und das hat gewisse Folgen ein bisschen fürs Privatleben. Man ist tatsächlich vielleicht nicht mehr immer so frei, wird angesprochen auf der Straße, vielleicht wird man auch ein bisschen beobachtet, man hat auch eine gewisse Vorbildfunktion und das ist natürlich in einer Kantonsregierung sozusagen das Gleiche, einfach auf Stufe Kanton. Mhm. Ist das einfach so ein Teil vom Spiel auch, wo man mitmacht, oder? Ja, natürlich. Also wenn man sich für so einen Weg entscheidet, für ein Exekutivamt in der Politik, dann gehört das meiner Meinung nach dazu. Dessen muss man sich bewusst sein, das muss man auch selber für sich überlegen, ob man dafür bereit ist, auch von der Persönlichkeit her damit kann umgehen, dass auch die Familie kann damit umgehen. Das ist wichtig, dass man sich die Überlegungen im Vorfeld machen tut. Mhm. Jetzt sind ja dann die Wahlen und jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wenn jetzt du gewählt würdest werden, hättest du ein Departement, das dir besonders nach wäre, wo du gerne besetzen willst? Ja, oder so Gedanken noch gar nicht gross? Also grundsätzlich in der Regierung sollte man alle Departemente übernehmen, weil letztlich tut das Regierungskollegium macht die Departementsverteilung und ist das kein Wunschkonzert von einer einzelnen Person. Als Gemeindepräsidentin habe ich natürlich heute Berührungspunkte mit allen Themen, weil all das, was auf Kantonsebene diskutiert und entschieden und gestaltet wird, das hat irgendwo auch eine Auswirkung auf die Gemeindeebene. Das kann über Bildung, Kultur, Wirtschaftsentwicklung, Raumplanung, Landwirtschaft, Bauwesen, Strassenbau, Gesundheitswesen, Finanzen, das sind alles Themen, die bei uns auch stattfinden und die ich heute auch im täglichen Leben zu tun habe. Aber es gibt sicher so unterschiedliche Sachen. Also ich bin von Haus aus Architektin. Sicher sind mir Fragen im Bauwesen, im Planen, stehen mir jetzt näher als andere Fragen. Aber ich bin Mitglied von der Sana Surselva im Gesundheitswesen im Moment sehr eng drin. Als Gemeindepräsidentin hat man viel mit Finanzen und Gemeindestrukturen zu tun. Auch das sind Themen. Also so möglichst flexibel aufstellen, eigentlich im Prinzip, oder? Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, wenn man sich für so ein Amt interessiert. Genau. Aber eben jetzt so, wenn du wirklich wünschen dürftest, dann hast du noch keine Gedanken gemacht. Also jetzt, Nein, jetzt tun wir mal zuerst Wahlen abwarten, was das Resultat gibt. Und nachher, wenn ich gewählt werden und dürfte Mitglied von dieser Regierung sein, dann finden dann die Diskussionen und Gespräche nachher statt. Mhm. Du bist jetzt vor Gemeinde auf dem Weg in den Kanton. Ist Bern auch einmal ein Thema bei dir oder hast du jetzt das irgendwie noch im Moment ein bisschen auf der Seite? Also ich bin 2019 bin ich Kandidatin auf der Nationalratsliste mit dem Martin Kendines zusammen. Das ist jetzt dort nicht unbedingt in erster Linie die Absicht gewesen, um nach Bern zu kommen, weil er ist unser Spitzenkandidat war.
Aber auch das war eine interessante Erfahrung gewesen, hat mir viel gebracht, aber ich muss sagen, ich engagiere mich sehr gerne für den Kanton Graubünden engagieren und da vor Ort mich mit Herausforderungen, Fragestellungen auseinandersetzen. Von dem her ist das für mich im jetzigen Zeitpunkt der richtige Perimeter. Und meinen auch als Mitglied von der Kantonsregierung in den Fachdirektorenkonferenzen, wo man dann dabei ist, da hat man auch Fragestellungen, die man auf einer nationalen Ebene miteinander anschauen tut. Würdest du sagen, man kann auch ein bisschen, also je enger der Kreis ist, desto mehr kann man bewegen? Oder ist das fast zu kurz gedacht? Oder? Nein, es hat etwas, vielleicht mehr bewegen, vielleicht konkreter bewegen. Oder? Auf kommunaler Ebene haben wir ganz handfeste, konkrete Projekte, sei das Infrastruktursachen oder Entwicklungsprojekte oder Freizeitanlagen oder Schulhaussanierungen, wo konkrete Auswirkungen auch für die Einwohnerinnen und Einwohner haben, wo man sehr nah auch an den Menschen ist. Und auf Kantonsebene ist man bereits ein bisschen weiter weg oder sind die Fragestellungen schon ein bisschen abstrakter. Man tut dann schon mehr so einfach die Rahmenbedingungen setzen. Natürlich gibt es auch dort ganz, ganz konkrete, handfeste Projekte, die man angehen kann. Wie ist das? Also, ich habe das der Parolini auch gefragt. Wie ist das bei der Politik? Ist ja vielfach so, man hat eine Idee und dann geht es irgendwie in ein Gremium und dann entwickelt sich und je nachdem geht es lang, bis es dann einmal realisiert ist. Wie motiviert man sich da gleich irgendwie so alles in Gang zu setzen quasi und dran zu bleiben? Ja, also meine Motivation im Hinblick darauf, dass die Sachen zum Teil lang dauern, ist einfach, dass ich einen grossen Respekt und eine grosse Wertschätzung habe gegenüber unserer demokratischen Struktur, die wir in der Schweiz haben. Weil ich finde, wir haben ein riesiges Glück, dass wir in so einem Land leben, wo wir so eine aktiv und sorgsam gepflegte Demokratie haben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die Demokratie hat aber zur Folge, dass zum Teil die Sachen eben ein bisschen träger sind, dass es durch mehr Instanzen durch müssen, dass es Mehrheiten braucht, die Ja zu etwas sagen. Das ist wie ein bisschen der Preis dafür. Und für die Sicherheit quasi, oder? Für die Sicherheit, für die Kultur, für den Frieden, für den Wohlstand, den wir hier in der Schweiz haben. Ich meine, das spüren wir gerade jetzt wieder in dieser Weltlage, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Und das ist meine Motivation, um mich nicht an dem aufhängen und aufhalten, dass es halt etwa mal nur eine Runde braucht und ein bisschen länger dauert. Natürlich würde man sich das im Alltag dann schon auch wünschen, wenn es jetzt ein bisschen zackiger durchgeht und ein Entscheid gefällt werden und der gilt auch. Aber man kann da ja auch selber ein bisschen etwas dazu beitragen. Mhm. Geduldig muss man sein als Politiker, habe ich das Gefühl. Einfach. Das ist halt auch, oder? Geduldig und recht viel Biss haben auch, irgendwie. Es braucht Geduld, Beharrlichkeit, aber auch Entscheidungsfreudigkeit. Vielleicht dann halt immer bestimmte, weil das kann zum Teil kann Verfahren auch verlängern oder ein Projektablauf, wenn man nicht entscheiden tut und nur 17 Mal etwas abwägen und absichern tut. Das braucht es, glaube ich, auch. Mhm. Neben dieser Trägheit, wo Politik halt so ein bisschen mit sich bringt, kriege ich oft als Journalist so ein bisschen die Rückmeldung, dass Politik halt, also vor allem bei den Jungen, weil sie so kompliziert ist und so schwerfällig erklärt wird,
ja, fast ein bisschen abstoßend ist oder halt für die Jugendlichen nicht so wirklich interessant. Ist es dir auch als Politikerin ein Anliegen, dass die Jugendlichen mega wählen gehen, dass sie die ganzen, wie sagen wir, die ganzen Gesetzesvorschläge, dass sie die auch ein bisschen verstehen? Also, dass Politik irgendwie wieder ein bisschen einfacheren Zugang leitet, quasi, wo für die breite Öffentlichkeit ja, gewährleistet wird. Also, dass jeder Depp im Prinzip Politik versteht und findet, ja, mal, jetzt will ich da wieder mitreden. Riesenfrage. So. Aber es ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, das ist schon auch eine Aufgabe von der Politik, Vorlagen, Themen auch verständlich überzubringen. Im Wissen, man kann nicht. Mal sind die Sachen einfach kompliziert. Und unsere Welt ist grundsätzlich kompliziert. Vor 100 Jahren hat die Welt noch einfacher funktioniert. Das ist eine Tatsache heute. Aber ich glaube, das tut einen nicht davon entbinden, trotzdem alles zu unternehmen, dass möglichst eine breite Partizipation möglich ist und zum Beispiel eben, dass auch die Jungen sich eingeladen fühlen, teilzunehmen, sich eine Meinung zu bilden und am Tag X dann eben auch eine Turnen zu gehen wählen, abstimmen oder sich selber auch aktiv politisch zu engagieren. Wir in der Gemeinde Lenzlyon, bei uns ist das auch ein Thema, möchten wir in den nächsten 4 Jahren noch mehr angehen. Wir beteiligen uns zum Beispiel an dem Projekt oder dem Programm EasyVote, wo die Abstimmungsvorlagen auf nationaler Ebene in ein bisschen umgänglichere Form umschreiben tut. Das wird von sehr vielen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sehr geschätzt, aber ich weiss auch, dass es andere Leute gerne lesen tun, weil sie das Gefühl haben, dann haben sie nachher das verstanden. Aber die Beteiligung von der jungen Generation oder auch die sozusagen das Anlernen, wie man Demokratie leben tut, ich glaube, das fängt schon viel früher an. Das fängt schon in der Schule an. Wir haben jetzt in der Gemeinde Lenzlyon mehrere Spielplätze, die wir in den nächsten Jahren sanieren und erneuern. Und da haben wir gedacht, dass wir auch vielleicht kleine Partizipationsformate machen könnten, dass Kindergärtler, Erstklässler könnten auswählen, welches Spielgerät sie möchten. Das sind ganz simple Formen, ja. Aber das ist schon so ein erstes Ausprobieren, wie das ist, wenn man vor eine Aufgabe gestellt wird und eine Wahl hat. Oder? Und damit sich erster Kontakt mit offiziellen Gremien. Genau, was jetzt für das sprechen tut, will man das Blauen oder will man das Grünen und wieso, und vielleicht mit den Gespöndchen ein bisschen darüber diskutieren und dann merkt man, der eine hat eine andere Meinung als ich und am Schluss entscheidet die Mehrheit. Das sind so Themen, die wir möchten auf kommunaler Ebene aufnehmen, die wichtig sind. Und auf kantonaler Ebene gibt es ein Jugendparlament, Mädchenparlament, auch das sind wichtige Massnahmen dazu. Auch die Schule spielt eine wichtige Rolle und aber nicht vergessen auch das Elternhaus. Mhm. Weil es ein bisschen mitgegeben wird und in die Wege geleitet wird eigentlich, oder? Wenn man aus einer politischen Familie stammt, ja. Oder? Man muss ja nicht eine Politikerfamilie sein. Wir haben als Bürgerinnen und Bürger die Rechte, sich können da an diesen Entscheid zu beteiligen, und das kann man ja als Eltern vorleben und auch zeigen, wie das geht, und mit den eigenen Kindern das aktiv diskutieren. Am nächsten Sonntag wird über das und das entschieden, haben wir eine Meinung und welche, was sind die Argumente für, dagegen. Das kann man auch daheim einen Beitrag leisten. Also würdest du auch sagen, es ist auch wichtig, also eben, du setzt dich sicher dafür ein, dass es einfacher verstanden wird, Kommunikation in der Politik, aber animierst auch die Leute, um halt auch wirklich daheim über Politik zu diskutieren, oder so, oder sich einzubringen.
Ja, das sind Das sicher ist sicher wichtige Sachen. Ja. Was sind sonst noch so deine Ziele? Also, man fragt ja immer so, was möchtest denn du mal bewegen? Also, was sind deine Hauptziele, die du einsetzt, wenn du gewählt wirst? Also, so deine Wahlkampfgeschichten so quasi. So. Ja, als Gemeindepräsidentin und Grossrätin sehe ich, dass über alle Themen hinweg das Zusammenspiel zwischen Kanton und Gemeinde sehr wichtig ist und auch wie ein Schlüssel ist, dass wir die Herausforderungen gemeinsam gut bewältigen können. Und dazu braucht es einen gut aufgestellten Kanton, aber es braucht auch gut aufgestellte Gemeinden. Wir im Kanton Graubünden haben so den Slogan von diesen starken Gemeinden. Ich glaube, das tut schon umschreiben, wie wichtig es ist, dass Gemeinden ihre Aufgaben können, selbstständig mit dem richtigen Handlungsspielraum nach von den Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner können erfüllen. Und so können Gemeinden auch ein guter Partner sein zum Kanton. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, jetzt als Gemeindepräsidentin, aber es ist auch ein Thema, das sehr stark mitgeprägt wird auf kantonaler Ebene. Fast in jeder Vorlage ist das ein Thema. Ein anderes Thema, das mir sehr wichtig ist, aus der Erfahrung von der Gemeinde, auch aber als Randregion, das ist Mobilität. Das ist ein Urbedürfnis von allen Menschen, aber ich sehe auch, dass Mobilität oder der Grad, wie die Leute können beweglich unterwegs sein, hängt zum einen vom Alter ab. Sind sie irgendwie Jugendliche, die noch nicht Auto fahren können, oder ältere Personen, die nicht mehr Auto fahren können, und dann halt auch von der Nähe zu Zentren und zu besseren ÖV-Angebot. Und wir haben eine gute ÖV-Grundstruktur. Da gibt es auch noch punktuell Ausbauprojekte, die unbedingt angegangen werden. Aber ich glaube, die Zukunft könnte auch sein, dass wir nebst dem motorisierten Individualverkehr, den es im Berggebiet immer wird brauchen, und der ÖV-Grundversorgung mit RHB und Postauto, die man jetzt hat. Vielleicht braucht es auch noch eine dritte Ebene, vielleicht eine Art kollektive Mitfahrgelegenheiten Mobilität oder so. Mitfahrgelegenheiten. Da können auch digitale Lösungen beitragen, dass das ein System wird, das dann plötzlich kann funktionieren, sozusagen vielleicht Uber für Berggebiete oder Rufbusgeschichten gibt es schon Ansätze, aber wo meiner Meinung nach noch nicht so clever sind, dass sie sich auch durchgesetzt haben. Meiner Meinung nach ist das, wir sind auch als Gemeinde interessiert, da mal einen Pilot zu entwickeln, aber das wäre etwas, und da braucht es eben auch die entsprechenden Rahmenbedingungen auf kantonaler Ebene, dass man so etwas könnte entwickeln als Ergänzung zu den anderen beiden Mobilitätsformen. Mhm. Finde ich aber noch interessant. Du sagst jetzt eigentlich so, man sucht wie noch eine zusätzliche Lösung. Also ist so dein Ziel. Aber andersrum haben wir jetzt gerade zum Beispiel in Langquart oder in Prättigau jeweils am Wochenende so viel Verkehr, der kommt. Und wird denn das nicht auch noch zusätzlich der Verkehr noch weiter belasten dort an diesen Knotenpunkten? Wenn es jetzt noch eine weitere Option gäbe, oder findest du einfach, dass die weitere Option der Individualverkehr entlasten würde? Das kann natürlich sein, wenn der so attraktiv ist, kann er natürlich dazu beitragen, dass vielleicht weniger Auto nur mit einer Person drin unterwegs sind, was ja dann auch wieder eine Entlastung bedeutet. Ich denke jetzt, das Problem vom Wochenendverkehr aus diesen grossen Tourismusdestinationen ist also
zum einen müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mit dem leben, wenn wir Gäste haben in Graubünden. Und der Tourismus ist ein extrem wichtiger Wirtschaftszweig in Graubünden. Und zum anderen muss man dort vielleicht noch anders ansetzen. Vielleicht können Beherbergungsbetriebe Übernachtungsangebote oder Pakete so ausgestalten, dass es auch attraktiv ist, am Sonntagabend spät abzureisen oder am Montagmorgen. Der einzelne Gast, gehe ich davon aus, wird sich zum Teil auch so anpassen, dass es später oder früher geht. Und dort ist sicher das konventionelle ÖV-Angebot auch sehr matchentscheidend. Wie gut sind die Destinationen aus dem Mittelland aus erreichbar? Mhm. Also es ist sicher mal ein Thema, wo an vielen Orten auf offene Ohren stößt, oder? Und noch viel zu machen ist, nehme ich an. Die ganze so. Mobilität in Graubünden. Also das ist es so. Und der Kanton Graubünden mit den vielen Tälern und Bergen dazwischen ist einfach sehr, sehr anspruchsvoll zum unterwegs sein. Das sind natürlich Mittellandkantone. Ist das sehr viel einfacher, wo man einfach kreuz und quer und viel schneller die einzelnen Punkte kann miteinander verbinden. Ja. Nein, das ist doch super. Also die Zusammenarbeit zwischen Kanton und der Gemeinde stärken und Mobilität in den Griff kriegen. Das sind so deine zwei Slogans, wo du quasi in den Wahlkampf gehst. Ja. Genau. Gut. Ich sage danke vielmals, dass du da bist. Mega interessantes Gespräch und drücke die Daumen in der Wahl. Danke vielmals. Und wenn euch das Programm von dieser guten Frau auch angesprochen hat, Carmelia Meissen heisst sie, könnt ihr sie auf dem Wahlzettel platzieren und Daumen drücken, dass vielleicht wieder einmal eine Frau in die Regierung kommt vom Kanton Graubünden. Danke vielmals fürs Zuschauen. Das war es schon gewesen.